Ja, eine erste Portion Hard Music, die haben wir jetzt auf die Ohren bekommen. Wir kommen darum zur Strong Message. Nehmt doch Platz, irgendwo auf einer Bank, am Boden, dort, wo es euch gerade am gäbigsten geht. Zorn. Kennst du Zorn? Zorn über Ungerechtigkeit. Zorn über Ungerechtigkeit, die dir selber widerfährt. Oder Zorn über Ungerechtigkeit, wo anderen etwas antun. Metal ist Musik, die Zorn aufnimmt und verarbeitet. Es gibt sogar Leute, die sagen, Metal sei zornige Musik. August Burns Red hat darum sogar ein T-Shirt gedruckt, das drauf heisst Angry Music for Happy People. Zornige Musik für glückliche Menschen. Anders als in der säkularen Metal-Szene, da hat der Zorn im christlichen Umfeld einen schlechten Ruf. Und ja, tatsächlich, Zorn kann extrem destruktiv sein, wenn man nicht richtig damit umgeht. Und nicht umsonst schreibt der Paulus im Epheserbrief, wenn ihr zürnt, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Aber ist euch aufgefallen, der Paulus schreibt nicht, falls ihr zürnt. So quasi im Fall, wenn es euch dann halt blöderweise doch mal passiert, dass ihr zornig werdet, dann... Nein, er schreibt, wenn ihr zürnt. Also immer wenn. Zorn ist normal. Es ist kein Unfall. Ich möchte heute Abend eine Lanze brechen für den Zorn. Die Frage an euch, wo sitzt eigentlich der Zorn? Spür das Feuer, so wie bei einem Drachen. Spür das Feuer. Der Zorn, das ist das Feuer in der Nase. Im Hebräischen hat das Wort für Zorn etwas zu tun mit Feuer in der Nase, Ra'av. Und ich nehme jetzt den Clou von heute Abend schon vorweg. Die Lösung für unseren Zorn ist nicht, das Feuer in unserer Nase zu löschen, sondern es geht darum, dass das Feuer umgeleitet wird. Die Frage ist, wie wird Zorn zu Barmherzigkeit? Zorn, Barmherzigkeit? Ja, da gibt es einen tiefen Zusammenhang, der uns, glaube ich, echt weiterhelfen kann, uns allen. Und damit wir in diesem Thema ein bisschen weiterkommen, darum liest uns jetzt der Bernie ein paar Worte von Jesus aus der Feldrede von Jesus im Lukas-Evangelium. Nein, liebt eure Feinde, tut Gutes und verleiht, ohne etwas dafür zu erhoffen. Dann werdet ihr großen Lohn erhalten und Kinder des Höchsten sein. Denn Gott selbst ist gut zu den undankbaren und schlechten Menschen. Seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Ihr sollt andere nicht verurteilen, dann wird auch Gott euch nicht verurteilen. Sitzt über niemanden zu Gericht, dann wird Gott auch über euch nicht Gericht sitzen. Vergebt anderen, dann wird Gott auch euch vergeben. Zorn und Barmherzigkeit. Ich glaube, es ist wichtig, das erste Mal, dass wir uns darüber verständigen, was denn eigentlich Barmherzigkeit überhaupt ist. Weil, was ist das? Was ist Barmherzigkeit? Was ist Erbarmen haben? Ich meine, es gibt ein paar Missverständnisse. Barmherzigkeit ist nicht einfach ein Gefühl, das einem halt überkommt oder auch nicht. Aber Barmherzigkeit ist auch nicht einfach nur eine Geisteshaltung, sondern eine souveräne Einstellung, die man sich antrainieren kann und ja, und dann ist man halt barmherzig und nicht so impulsiv. Barmherzigkeit ist aber auch gar nicht eine Frage von der einfach Innerlichkeit, sondern es ist vor allem eine Frage von der konkreten Tat.
Gefühl, Haltung, Tat. Es kommt alles zusammen in der Bibel. Barmherzigkeit in der Bibel, da geht es sowohl darum, um die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen, aber genauso wie zwischen der Beziehung zwischen uns Menschen. Barmherzigkeit, das meint Zuwendung von jemandem zu jemandem, der in Not und Schuld geraten ist. Also ich in Barmherzigkeit jemandem zuwenden, das ist nicht einfach so stoisch, ruhig, sondern es ist leidenschaftlich, liebend und helfend. Und so die barmherzige Zuwendung, die soll eben oder sorgt für heilsame Nähe. Das ist Barmherzigkeit also, wenn sich jemand anderem leidenschaftlich, liebend, helfend ihm zuwendet, jemandem, der in Schuld und Not geraten ist und ihm jetzt heilsame Nähe gibt. Es gibt verschiedene Wörter in der Bibel, die Barmherzigkeit bedeuten. Sowohl im Alten Testament wie auch im Griechischen vom Neuen Testament, Hebräisch und Altgriechisch. Der leidenschaftliche Aspekt der Barmherzigkeit bringt das hebräische Wort Rechem zum Ausdruck. Rechem, das bedeutet nicht einfach nur Barmherzigkeit, sondern es bedeutet auch Mutterlieb, Gebärmutter, Mutterschoss. Rachamim, das sind dann schlicht unsere Eingeweide. Und wenn jemand jetzt Barmherzigkeit überkommt, dann heisst es wörtlich, der Mutterschoss entbrennt ihm. Im Hebräischen hat also nicht nur der Zorn etwas mit Feuer zu tun, eben Feuer in der Nase, sondern eben auch Barmherzigkeit hat genauso mit Feuer und Flammen zu tun. Zorn ist das Feuer in der Nase, Barmherzigkeit ist das Feuer im Bauch. Barmherzigkeit und Zorn, das sind wie zwei Seiten von einer Medaille, von der gleichen Medaille. Barmherzigkeit ist darum nicht so eine abgeklärte, distanzierte Geisteshaltung, sondern da geht etwas ab mit einem. Erbarmen gespürt und Barmherzigkeit hat und tut. Barmherzigkeit, das ist eine Gebärmutter in Flammen. Leidenschaft. Und Barmherzigkeit schafft eben Leiden. Mitleiden. Echtes Mitleiden. Und das ist anstrengend und oft auch mega mühsam. Vielleicht fängt Barmherzigkeit eben mit Zorn an. Und ich habe gesagt, Zorn ist per se nichts Falsches. Und oft ist der Zorn auch gerechtfertigt. Das Feuer in so Nasen über eine ungerechte Situation, die wir erleben, oder wo man sehen bei anderen, falsches Verhalten beim Gegenüber. Aber die Frage ist jetzt, was machen wir mit dem Zorn, mit dem Feuer in der Nase? Ich glaube, es geht eben nicht darum, dass einfach jetzt das Feuer in der Nase gelöscht wird, sondern dass das Feuer da aus der Nase da runter wandelt, dass das umgelenkt wird. Nämlich, dass eben die Eingeweide Flammen fangen und dass aus dem Zorn nicht Hass wird, sondern Erbarmen wächst über die Situation, Erbarmen über die Person. Es gibt auch noch ein griechisches Wort für sich Erbarmen, das Blankizomai, und das hat auch mit unserem Inneren zu tun. Wörtlich bedeutet es dreht mir die Eingeweide um. Also, wir können auf Deutsch sagen, wenn ich Barmherzigkeit empfinde, barmherzig werde, dann dreht es mir den Magen um. Oder? Das ist nicht so. Den Magen umdrehen. Vielleicht müssen wir da zuerst kotzen. Ja. Also Barmherzigkeit ist nicht etwas, was sich automatisch gut anfühlt, sondern Barmherzigkeit, das geht uns oft zuerst gegen einen Strich. Es dreht uns den Magen um. Weil das andere Zuwendung aufgrund von seinem Verhalten vielleicht ja gar nicht verdient hat. Goppeletti, es ist ungerecht und du bist selber die Schuld für das, was du anstellst. Verdienen? Ja, wie ist das mit der Gerechtigkeit? Wer verdient da eigentlich was? Da kann man sich schon fragen, ja, ist Barmherzigkeit nicht einfach etwas, was eben ungerecht ist? Weil es eben die Ungerechtigkeit wie wegnimmt. Nicht ernst nimmt. Ein Bild von Gerechtigkeit, das bei uns im Oberland prägend worden ist, das ist die Personifizierung in der Justitia. Wir finden die Allegorie für Gerechtigkeit zum Beispiel auf dem Gerechtigkeitsbrunnen in Bern. Ihr seht sie da vorne, die schöne Lady. Die Justitia hat nicht nur in der einen Waage die Hand, zum fair abwägen, und in der anderen Hand das Schwert, um das Urteil zu vollstrecken. Nein, sie hat auch eine Augenblinde. Sie ist blindfolded. Sie ist blind
damit sie nicht aufs Ansehen und die Person schauen, damit sie unparteiisch, gerecht urteilen kann. Es ist aber die Frage, ja, ist Gleichheit denn wirklich immer gerecht? Wir finden im Internet zu dem Thema so schöne Grafiken. Gleichheit und Gerechtigkeit. Nehmen wir zum Beispiel das von der Größe der Personen an einem Sportevent. Ist es gerecht, wenn man alle gleich behandelt? Die Grossen und die Kleinen. Sie haben alle das Gleiche. Aber es bedeutet das Gleiche nicht für alle das Gleiche. Also so eine kühle, unparteiische Gerechtigkeit, ein bisschen barmherzig sein, die alle gleich behandelt, die ist nicht immer gerecht. Barmherzigkeit jetzt umgekehrt ist eine parteiische Form von Gerechtigkeit, eine feurige Form von Gerechtigkeit. Barmherzigkeit hat nicht verbundene Augen, so wie die Justitia, sondern Barmherzigkeit schaut her. Barmherzigkeit sieht den Einzelnen in seiner Einzigartigkeit, in seiner Not und Schuld. Und Barmherzigkeit schaut nicht einfach stoisch, ruhig zu, sondern sie lässt sich bewegen. Wenn dir jemand sagt, jetzt bist du ein bisschen barmherzig, nimm das nicht so ernst, dann ist das garantiert nicht Barmherzigkeit. Barmherzigkeit spürt im Gegenteil das Feuer in der Nase und lässt sich dann den Mutterschoss entzünden und die Eingeweide umdrehen und schreitet zur richtigen Tat und hilft. Barmherzigkeit ist eine parteiische Gerechtigkeit. Es bekommen nicht alles gleich, aber es bekommen alle das, was sie brauchen. Und so sieht dann eben auch die barmherzig gerechte Lösung im Sportstadion anders aus. Es kommen nicht alle das Gleiche über, aber alle das, was sie brauchen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Der Vater im Himmel ist gemeint. Im vorderen Abschnitt von seiner Rede führt Jesus aus, dass wir als seine Jünger nicht nur denen Gutes tun sollen, die schon gut sind und uns auch Gutes tun. Ja, sogar unseren Finden sollen wir Gutes tun. Nicht vergelten, sondern uns hingehen an sie in Wort und Tat. Und nachdem eben die Jahreslosung, der Vers, der über dem Jahr steht, fährt Jesus weiter damit, wir sollen nicht richten. Wie kann man so barmherzig sein? Jesus sagt es eigentlich schon in dem einen Satz. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wie Gott mit uns barmherzig ist, darum können wir auch barmherzig mit anderen werden. Es mag jemand ungerecht mit mir umgehen. Es mag jemand keine Hilfe verdient haben. Aber ich bin in anderen Bereichen von meinem Leben genauso darauf angewiesen, dass Gott an mir barmherzig begegnet. Gott brennt leidenschaftlich, liebend, helfend für uns. Und ihm dreht es die Eingeweide um, für dich und für mich. Ist das schon in dein Herz hineingedrungen? Gott brennt leidenschaftlich, liebend, helfend für dich. Ihm dreht die Eingeweide um, für dich. Kannst du darum auch barmherzig sein mit dir selber? Wenn wir diese Barmherzigkeit nicht für uns selber annehmen können, dann können wir uns kaum auch über andere erbarmen. Jesus nennt Gott hier Vater. Das zeigt etwas über das Vertrauen, das es braucht. Barmherzigkeit ist ein Wesenszug von ihm. Wir finden so viele Stellen in der Bibel, die ihn als barmherzig zeigen. Und Barmherzigkeit ist sogar sein Titel. Er wird als Erbarmer vorgestellt. Jesaja 49,10, 54,10. Ich bin dein Erbarmer. Bei Gott hat Barmherzigkeit Vorrang, der auch vor dem Zorn und der Strafe. Aber es kommt manchmal aus dem Zorn raus, die Barmherzigkeit von ihm. Seine Gerechtigkeit ist parteiisch. Und er hat ein grosses Herz für die Schwachen und die Gefallenen. Die Worte, die wir gehört haben, hat der Lukas aufgeschrieben. Der Lukas ist ein Arzt. Und in keinem anderen Evangelium werden so viele Heilungsgeschichten beschrieben wie beim Lukas. Er richtet seinen Blick nicht auf die Mächtigen, sondern auf die kleinen Leute, auf die Schwachen, auf die Beladenen, auf die Kranken. Die Hirten, die Witwen, die Waisen, auf die Zöllner und die sogenannten Sünder. Ihres Leid, das geht Jesus ans Herz und es treibt ihn an Orten an, wo alle anderen meiden.
Er ist da, dort, wo die Starken den Messias von Gott nicht suchen würden. Das hat schon bei seiner Geburt angefangen. Gottes Barmherzigkeit oder seine Gerechtigkeit ist barmherzig. Sie schauen den Einzelnen an und ist parteiisch für die Schwachen. Vielleicht trägt dich das auf. So wie die Starken zur Zeit von Jesus. Ihnen aber hat er gesagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Wenn wir stark und gesund sind, oder eben vielleicht auch im übertragenen, geistigen, vielleicht gesellschaftlichen, ich weiss nicht wie sind, wenn wir stark und gesund sind, dann ist es nicht an uns zu fragen, wieso, dass wir nicht alle gleich behandelt werden. Etwas von dem bringt der Leitsatz unserer Kantonalkirche über dem laufenden Kirchenjahr zum Ausdruck. Er heisst, offen für alle, solidarisch mit den Leidenden. Es gibt eine Parteilichkeit von Gott. Er liebt alle, ist für alle offen. Aber er ist besonders solidarisch mit den Schwachen, mit denen, die leiden. Sind alle in unserer Kirche willkommen? Alle sind willkommen auch hier in der Metal Church, wirklich. Aber Gottes Gerechtigkeit ist parteiisch. Er sorgt sich besonders um die Schwachen, um die Leidenden. Und darum ist es auch unsere Aufgabe, besonders dort auf und hineinzustehen, wo Leiden ist. Vielleicht stört es dich, wieso, dass wir als Starke vielleicht sogar dann noch kritisiert werden für das, was wir machen und leisten. Oder wenn du dich bemühst und versuchst, richtig gut zu machen, dann gibt es immer welche Doppel, die finden, ja, aber und ich und auch und da. Aber unsere Aufgabe ist nicht, uns zu enervieren, nicht uns zu enervieren über eine Kirche, die vielleicht angeblich so links tickt und immer für die Schwachen weibelt. Anstatt endlich doch auch mal die starken Kirchenmitglieder wertschätzen, die viel Kirchensteuern zahlen und so. Aber wenn du stark und gesund bist, dann nimm die Kritik einfach an und lass dein Herz weich werden. Lass dich von Gott rufen, barmherzig zu sein und zu handeln. Wieso? Gott ist auch mit dir barmherzig, so bist auch du barmherzig. Und schau nicht darauf, was für dich dabei rausspringt oder zurückkommt. Ich merke, die reden hier auch zu mir. Ich habe mittlerweile zwar nicht mehr so Mühe mit Schwachen, barmherzig zu sein. Leute, die ihre Ecken, Kanten und Fehler haben, die ein gebrochenes Leben haben. Wenn jemand das zugibt und darüber rennen kann, ich bin der Erste, der mitgerannt heute. Das war nicht immer so, aber ich renne mit und mein Herz geht sowas von auf für so Menschen. Da hat Gott mein Herz mega verändert. Es ist nicht so die Frage, oh, was ist das für ein komisch oder was hätte ich denn vom Kerbholz oder die. Aber wenn jetzt jemand vorgibt, stark zu sein, ich weiss wie und so, aber das nicht glaubwürdig lebt, wehe. Wehe. Oder wenn Leute mir gegenüber eine vorgesetzte Rolle haben und sie aber ihre Aufgaben nicht so wahrnehmen, wie ich das als nötig und richtig erachte, oh weh. Seid barmherzig, wie euch euer Vater barmherzig ist. Ich denke auch, dass die Barmherzigkeit ein treffendes Motto unserer Corona-Zeit ist. Die Losung für das Jahr, die ist schon vor 3 Jahren festgelegt worden, wo noch niemand mit einer Pandemie gerechnet hat. Aber in dieser Zeit von Not, Spannungen und Unsicherheiten und unterschiedlichsten Meinungen, da ist das richtige Motto. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Gott hat ein leidenschaftliches Feuer für die ganze Welt. Und möge Gott auch uns den Mutterschoss entbrennen, auch uns Männer, die keinen haben, wir haben einfach sonst eingeweiht. Er möge sie uns umdrehen und vielleicht mögt ihr dann auch, oder fangen an zu beten, wie ich in den letzten Monaten in meinem Zorn darum zu beten, dass nicht einfach jetzt das Feuer gelöscht wird in der Nase, sondern dass es darf abwandern. Dass es in die Eingeweide darf umgeleitet werden und ich darf barmherzig werden. Nicht den Zorn wegzumachen, sondern als richtigen Ort anzuleiten, der noch verändert. Gelobt seist du, Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk schreit: Amen. Amen.